Ja, man mag es nicht glauben, aber es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wir sind zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Und zwar mit neuen DLCs, genauer gesagt mit den 3 DLCs aus dem zweiten Season Pack. Und ja, das eine davon ist Gokus nächste Reise. Wobei eigentlich ist sogar das letzte DLC sogar. Du kannst es über das Menü hinter dem Runterladen darauf zugreifen. Gut, natürlich alles ist nach und nach, ne? Ja, Freunde, wie lange ist das jetzt her? Ich würde sogar sagen, machen wir gleich mal fortfahren, war. Gucken uns erstmal an, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, weil es ist wirklich lange her. Es ist verdammt lange her. Da haben wir sogar mit so einem Goku Nummer 264 gebracht. Alter Schwede, das hat sich doch irgendwie so einen besonderen Grund. Das letzte DLC, was wir damals gezockt haben, war ja das noch mit Trunks, ne? Naja, der Krieg der Hoffnung. Und das war tatsächlich... Junge, ist das lange her. Jo, bitte laden. 1. Juli 2021. Gut, Juli haben wir zwar noch nicht, aber dafür schon das Jahr 2024, Lecco Mio. Und ja, es war ja auch so, dass im Jahre 2021, eben das war das einzige DLC, was damals kam, war noch das mit dem guten Trunks, Kriege der Hoffnung. Kannst du finden, ja, danke schön, Bulma. Ich muss erstmal wieder die Steuerung ein bisschen lernen. Und dann das Jahr darauf, 2022, kam irgendwie gar nichts. Das war irgendwie auch nicht so klar, gibt es ein neues DLC und so, einen neuen Season Pass und plötzlich hieß es, jo, es gibt wieder was. Und dann, ja, aber auch dann im Jahre 2023 erst, da mit der Story um Bardock, danach kam noch das Turnier, das 23. große Turnier, wo Son Goku damals gegen Piccolo gekämpft hat. Und jetzt kürzlich eben noch das letzte DLC vom zweiten Season Pass und dachte mir jetzt so, komm, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt wieder irgendwie da dich reinzufuchsen und das ganze Abenteuer, die ganze Story noch einmal zu erleben. So, und sagen wir legen direkt los. Hier, das 23. große Turnier wurde hinzugefügt. Gokus nächste Reise wurde hinzugefügt. Ja, Bardoks Reise eigentlich auch, aber gut, egal. Ja, das sind eben hier diese 6 DLCs, wobei ja das erste hier mit einer neuen Kraft erwacht, das kam relativ früh raus. Also mehr oder weniger direkt nach Release des Originalspiels. Und dann Teil 2 eigentlich auch schon, oder wurden ein bisschen angekündigt. Wir hatten es dann relativ fix, natürlich aufgrund des Let's Plays, weil es noch ein bisschen länger gedauert hat, bis die letzte Folge da raus war, von der Hauptstory. Ja, dann Trunks Krieg der Hoffnung, weil ich mir noch im Nachhinein frage, warum überhaupt Trunks? Ich meine, nichts gegen Trunks selber, aber das Spiel heißt ja Dragon Ball Z Kakarot. Also, warum von Trunks? Bardock, ja, okay, aber gut, er ist halt Son Gokus Vater, also Kakarots Vater, macht irgendwie schon Sinn, das sowieso und das hier auch, ne? Also gerade lustig finde ich, wenn man es hier sehr schön sieht, auch wie sich der Charakter, der Artstyle verändert hat, ne, über die Jahre hinweg. Hier noch aus der Dragon Ball Ära, nicht Dragon Ball Z oder so. Und hier eigentlich am Ende von Dragon Ball Z, Gokus nächste Reise, ne, eben da auch mit dem Kampf gegen Up und so. Wo wir momentan bei Dragon Ball Super im Manga, ja, wir sind ungefähr da. Nur ist halt die Frage, die wir da noch stellen, wie wollen sie das überhaupt im Manga abbilden? Ich meine, das hier, das Ende von Dragon Ball Z, das kommt aus dem Manga, das ist Kanon. Das ist nicht irgendwie, ja, das halt nur im Anime vorkam und irgendeine Art Filler war oder so. Nee, das ist schon Kanon, das Ende. Und jetzt mit Dragon Ball Super, was dazwischen spielt, beziehungsweise vielleicht sogar darüber hinaus, aber ist halt die Frage, ne? Wird es das Ende hier überschreiben oder wird es halt einfach nur um gewisse Dinge ergänzen? Aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir wollen uns ja hier in diesem Let's Play etwas ganz anderes kümmern und zwar eben um die nächsten 3 DLCs. Wir fangen heute an mit Bardock, allein gegen das Schicksal. Wobei, was heißt heute? Ich glaube nicht, dass ich das heute in einer Folge durchspiele. Nehmen es auf dem Lauf und wir gucken mal, wie viele Folgen es insgesamt werden. Aber ich glaube nicht, dass selbst alle 3 DLCs zusammen. Es würde mich wundern, wenn ich da über 20 Parts komme. Würde mich sehr stark wundern. So. Unabhängig vom Hauptspiel. Ja, das ist sowieso gut, weil ich kann eh nichts mehr. Also insofern gar kein Problem. Und ist übrigens auch ein guter Einstieg wieder, bevor dann das Jahr, die nächsten Jahre, neue Dragon Ball Spiele haben, wie Raging Blast und so, Ding. Entschuldigung, später, ja. Sparking Zero natürlich, Entschuldigung. 惑星ベジータに今一人の男の子が産声を上げた。こ
カロット？これか、バーダックの息子ってのは。ああ、やはり下級戦士の子供だな。潜在能力が全く低い。これじゃどこかの辺境惑星に送り込むしかないだろうな。そうだろうな。鳴き声だけは一丁前に大きいな。ところでバーダックはどうしているんだ？ああ、奴なら星の地上げに行ってるよ。ここを立って随分経つ。そろそろ仕事が終わる頃だと思うが。ここか、今回の目標は。おめえら準備はいいな。楽しませてもらおうじゃねえか。始めるぞ。Immer dieselbe Stimme wie Son Goku, ne? Ja, ja, der gute alte Bardock. Was mit dem Z-Explosion Sturmangriff kannst du Mirgen auf einmal ausschalten. Triff im Hordenkämpfen ohne Unterstützungscharaktere Gegner, um die Z-Explosionsanzeige zu füllen. Drücke nach LB und RB an die hinteren Schultertasten. Mal hier, ja. Die Explosion zu aktivieren. Ja, hoffen wir, das klappt soweit. Mal ganz kurz gucken, das war Blocken, soweit alles klar. Das war der... Hier war eigentlich schon der Porten. Und auf A? Ah ja. Ja, wie gesagt, ich muss erst wieder reinkommen, weil da für mich ist es, wie gesagt, schon fast 3 Jahre her. Cool. Starke Elite-Alien-Boxer, naja. Mal schön ausweichen. Dann schön das Key laden. Das läuft soweit schon wieder. Ich hab gar nichts. Ups. Ja, warte mal. Da geht sowieso nicht. Hä? Supergriff Unterstützung? Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. 実力差がありすぎるってのも面白くねえな。もっと手応えがあるやつはいねえのか。 Kann ich ihn eigentlich auch verfolgen? Warte mal. Ah, doch so. So, ist Anzeige langsam tot oder was? So, jetzt. Starker Alien-Boxer. Oh Mann, Bardock so brutal. Ey, er ist ausgewichen. Der Sack.
kann ich denn schon wieder in diesen ganzen Spezialmodus? Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß wieder. まだ攻 Wir 撃 müssen einfach す das る意 Key 思がある laden und dann... Oh. Das Key laden und dann Überlimit oder so? Jo, so ging das. Zwar kein Super Saiyajin, aber hey, man kann nicht alles haben. Wobei, wer Bardock kennt, der weiß, das ist ja momentan nur temporär, dass er kein Super Saiyajin ist. Werden wir aber hier auch, glaube ich, nicht sehen. Ne? Das wäre eher Bardocks Geschichte extended, wenn man so will. So, und zack. So, ja, doch, es geht langsam wieder. Aber wird sich nicht mehr so gut wie auch schon mal, aber hey, also hier kann noch werden. Immer schön ausweichen, immer schön ausweichen. Objekte wäre vielleicht nicht ganz so schlecht tatsächlich. Wohl wieder trinken, aber jetzt, okay. Füllt jetzt nicht so viel auf. Ah ja, 80 Stück insgesamt. Junge. Also, jetzt sind es nur noch 30. Trotzdem, das ist eine ganz schöne Menge. Warte mal, jetzt machen wir da die Moves hier. Ja, schön zielen, okay. Das ging so. Doch, jetzt bin ich langsam drin. Okay, bis auf den hier. Nein, ja. Das haben wir nicht mehr drauf. Na toll. Jetzt wird Dream wieder schon wieder vorbei. Mann. Dann kannst du mal aufwärmen gereicht. Menno. Ah, der Fähigkeiten bauen ganz vergessen. Oh, die Kugel. Oh, da werden Erinnerungen wach. Aber leider auch schlechte. はしゃぎやがって西に400ちょっともらったぜ。星に住まう命がここに消え失せようとしていた。悪の帝王フリーザの指示のもと、サイヤ人はいくつもの星を侵略し滅ぼしていた。しかしサイヤ人たちは知らなかった。彼らもまた数奇な運命の中にあることを。これはその運命に抗い戦い抜いた悟空の父バーダックの物語である。Dies ist seine Geschichte. Allein gegen das Schicksal. Wobei, wirklich alleine? Hey, weiß ich nicht. So, Belohnungen. Weiter trinkt die Medaille, schicke Urne. Dankeschön. Sowas ist trotzdem nur ein niedriger Saiyajin-Krieger, muss man sich mal geben. Planet Vegeta. Ah, もっと歯ごたえがあってもよかったんだけどね。違いね。次はもっと楽しめる場所だといいよな。なあ、バーダック。まあな。しかしよ、俺たちも随分と強くなっちまったからな。俺らのレベルに似合う星はなかなかお目にかかれねえかもしれねえな。おい、あまり調子のいいこと言ってんじゃねえぞ。
てめえらなんてまだ三流だろうがよ。ああ、なんだと？せいぜい気をつけとけよ。勘違いしてるバカは隙をつかれてあっさり負けちまうからよ。てめえらはただ運が良かっただけだ。戦闘力の低い星にあてがわれてよ。そういうこった。まあせいぜいこれからも弱い者いじめをして楽しんでくれよ。てめえら。確かにおめえらが言う通り弱い奴らばっかりだった。だからよ、腕が鈍って仕方ねえんだ。ちょっと発散に付き合ってくれよ。お強いんだろてめえらは。望むところだ。おい、そこまでにしとけ。たく、サイヤ人同士で喧嘩するんじゃねえ。でもよ、こいつらが仕掛けてきたんだぜ。気にすんな、ただのやっかみだ。最近調子のいい俺たちに対してのな。だいたい戦闘力で言ったら今のバーダックの方がこいつらより上なんだぜ。ほら、もう終わりだ。たくよ、あいつら。もういいだろう。そんなことより次の仕事が決まったぞ。どこなんだい？カナッサ星だ。カナッサ星？そうだ。そこそこの文明を築いている星だが、戦闘能力は低いようだ。次も盛り上がらねえ仕事になりそうだな。そうでもないぞ。カナッサ星に到着した時の月齢はな、なんと満月だ。本当かよ。それって大猿になれるってわけか。そういうことだ。思いっきり暴れてやろうぜ。一気に楽しみになってきやがった。おい、こっちに追加だ。じゃんじゃん持ってきてくれ。前祝いだ。盛り上がろうぜ。まったく調子のいいやつだ。戦慄する宇宙の星々、恐るべきサイヤ人の戦い。おい、バーダック。バーダック、そろそろ起きてくれよ。なんだもう朝か。たく、お前さん仕事があるんだろう。そろそろ準備した方がいいんじゃないのか。他のやつらもうとっくの昔に出て行ったよ。俺は置いてきぼりかよ。お前一度寝たらなかなか起きねえからだろ。飯代はつけといてくれ。いらねえよ。もうトーマからもらってからな。そうかよ。できる仲間がいて助かるぜ。Tja, wenn du meinst, Bardock. Essen. Was? Indem du Essengerichte zu dir nimmst, kannst du deine Werte dauerhaft erhöhen und auch vorübergehende Unterstützungseffekte erhalten. Ein Gericht allein bringt noch keine große Wertesteigerung, aber die Unterstützungseffekte sind aufgrund ihres Zeitlimits viel stärker. Wenn du mehrere Gerichte gleichzeitig zu dir nimmst, erhältst du mehrere Effekte. Je mehr du isst, desto stärker wirst du. Ist ja ganz Son Gokus Prinzip. Also ist etwas, wann immer du kannst, besonders wenn du weißt, dass du es mit einem harten Gegner zu tun bekommst. Die Bardo-Medaille. Ja, yeah. Also Seelenabzeichen an, ne? Die Seelenabzeichen. Jetzt ist halt die Frage, die kennen wir ja noch vom Hauptspiel her. Wenn du die Community-Funktion im Hauptspiel noch nicht freigeschaltet hast, kannst du im Bardo verwenden. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wa? Ich komme schon ins Menü hier drüber. Wie Grimmiger guckt, wa? Bardock, allein gegen alle.
Kann ich bei Bardock eigentlich schon irgendwas Besonderes mit seinem Fähigkeiten und so irgendwas machen? Oder hier schon mal ein bisschen was freischalten? Super, Finale, Lenkgeistkanone, ne? Also ein paar Punkte habe ich ja. Nicht allzu viel tatsächlich. Trainingsgelände, natürlich muss man noch trainieren dafür. Mhm. Die finale Geistkanone, ja, dann ist alles final. Stimmt, da waren ja diejenigen, ne? Oh Gott, was ich ja alles machen könnte. Und schon haben wir keine Kugel mehr. Oh Gott, das erinnert. Das erinnert an einiges, Die gute alte Zeiten, wo wir auf Jagd nach Kugeln waren. Also warte mal, nee, ich wollte das Ding hier. Ja, wir haben ja sowieso nicht viel mehr. Wir denken mal an nicht viel mehr hier geben. Also wir müssen jetzt zwar stark wundern tatsächlich. Aber es gibt einige neue Seelenabzeichen. Ja, lecco mio. Da gut, es noch 3 DLCs war, also wird es schon noch ein paar geben. Ach ja, good old times. Bis die im Verlauf der Zeit auch verändert haben, war. Von Son Gohan. Vom Kleinen zum Teenager zum Erwachsenen. Oh, So, wir wollen gucken, wo ich überhaupt futtern kann. Hier scheint es gerade nicht zu gehen. Nö, das ist auch schön abgesperrt, alles schön. Ich soll gehen, heißt das. ああ、そうだ。おい、バーダック。お前にも一応忠告しとくけどよ。ここ最近、施設の外で栽培マンが出没してるらしいんだ。栽培マン？栽培マンってあの緑色の気味の悪いやつのことか？それそれ。何でも凶暴化してるとかどうとかで人間を見かけたら襲ってくるらしいぜ。ま、お前なら心配しなくてもいいかもしれないが気をつけとけよ。なんでそんなやつが今までいなかったじゃねえか。さあな。栽培マンの突然変異が増殖したとかフリーザ軍が撒いていったとかいろいろ言われてるよ。は、なんだそれ。ま、根も葉もないデタラメな噂だ。とにかく外で見つけたら始末しといてくれ。仕方ねえな。Wenn du im Feld oder im Flug LB drückst, kannst du das Key von Tieren, Pflanzen und anderen lebenden Dingen in der Nähe entdecken. Nutze diese Funktion, um... Ja gut, das kennen wir noch aus dem Hauptspiel. Durchsuche nach Key-Gegner finden. Ja, doch ein bisschen... schon noch ein bisschen Training. Gerade vor dem großen Finale, diesem DLC. Weil, naja, aber doch einen relativ starken Gegner vor mir. Ja, gehen wir zur Startrampe. Rückkehr ins Hauptspiel. Nee, was will ich da? Trainingsplatz. Ja, das schon eher, obwohl aber schon die Medaillen, weiß gar nicht mehr. Neben Sidequests. Gibt's ja auch? Ah ja, ich sehe ein paar. Ein Sidequest soll hier sein. Da wieder rein. Wenn die angeblich eine ist, dann gucken wir nochmal. Was sind das schon für Arten von Sidequests? Ich weiß gar nicht mehr. Hey, wir sind die alle da hier. Irgendwie war hier alles noch leer. Was ist daran schlimm? Das stimmt wohl. Sag mal, Bardock, ist was aufgefallen? Ja, du trägst neue Klamotten. Also. So, ganz mal vorknöpfen. Fascha Stalker. Okay, da gab es auch noch Saiyajins, lustig. Hey, kann ich dir helfen? Ich bin Spini, also siehst du auch aus. Ja, es tut mir leid.
Ich finde sie wunderbar, ich will sie unbedingt kennenlernen. だと Hm. Ja, und sag was. Ach, er holt sie direkt her. Jo, Fascha! Der Selbstbewusst ist denn noch der Allerstärkste. Warum sollte Fascha mit jemandem wie mir reden? だと Warum nicht? Versuch macht klug. In der Hinsicht sind sich Vater und Sohn sehr ähnlich. Mr. Bardock. Wow. Gut, kämpfen wir schnell gegen ihn. くそったれ Was, eine aufrichtige Bitte kann ihn nicht ausschlagen? めんどくせえな Das von ihm. Sprich in der Ödnis mit ihm. Naja, machen wir das mal. Fascha und Spini. Oder Spini. Ja, das kann es nicht ausdenken. Das, ist, das passt wie Arsch auf Eimer. Gut. ホットの発着場はこの先か Ah, genau, die Punkte sammeln. 早く Kugelmäßig gesagt, Juli. 暴れていいところだ So, auch die Steuerung hier habe ich langsam aber sicher im Griff. Die ganzen Z-Dinger hier, je nachdem, ob ich vielleicht für den Fähigkeitenbaum verbrauche, das sogar gesagt, dass die irgendwie Offscreen sammle. 次の仕事は盛大に暴れたいところだぜ Der Planet Vegeta, wunderschön ist nicht gerade. たまには魚を食うのもありだなしけた場所 Du, で du, du, du. 何も面白みがねえ少しは骨 Ja, の wer ありそう kommt な da? やつだ当たってきやがれ Ah, aber Instant Kill geht noch nicht bei denen, wa? よしろ Hey, wieder nur Porten. Nicht schon noch werfen, das ging doch auch mal. Sag mal. Mal ganz kurz. Teleporting aber schon so, oder? Komm, greif an. Kleiner. Ah ja. 着だぜ War ein bisschen zu wenig Key. Gut. Also, der Kampf gegen den Spacko. Gegen Spini, Entschuldigung. Ja, ist schon vorbei. Tatsächlich. Oh, jetzt der Gegner. Müll. 少しは骨のありそうなやつだ Was hier war. Bartok gegen Spini. そうですね。いいだろうはあ。くだらねえことやらせやがってよしろ Bin leider noch ein bisschen geschwächt, das ist ein bisschen doof. Ja, nicht ganz. Finish! Strang ist sogar, cool. Level up! Ich liebe es. Scheiße, Mann. Bring mir an den Rand der Vernichtung. だと え？
なんだと Ah, verstehe, du versuchst einen Vorteil aus deinen Saiyajin-Zellen zu ziehen. Ganz genau, Saiyajin werden noch stärker, wenn sie vom Rand des Todes zurückkehren. Das ist sowieso so etwas, was mir in der Situation, naja, wenn man so die Frage stellen musste, ja, warte mal, wenn die ja wussten, dass sie so stärker werden können, warum haben sie das nicht häufiger gemacht? Er ist ja gegenseitig fast gekillt, danach wieder regeneriert, und dann sind wir wieder, bis sie halt wirklich die stärksten im Universum wurden und sogar gegen Freezer hätten aufbauen können. Das habe ich irgendwie nie so richtig begriffen. Mit dem Ton haben die so stark gemacht, sonst haben wir das der Ärzte erzählt. Was für Schwätzer. Eine seltsame Art zu sagen, dass du immer wieder verprügelt werden willst. Ja, irgendwie schon. Na schön. Du willst verprügelt werden? Mich hat sie schon bearbeitet, also werde ich jetzt auch dich bearbeiten. Einmal grün und blau kommt, sofort. Besiege den Spinner. That's it. Der nächste bitte. Ja, der ist fast hinüber. Aber ich wasche sofort. Es war Liebe auf den ersten Blick. Hirnschaden, ja gut. Ihr wunderschönes, kühnes Gesicht. Oh, es wird dunkel. Pass auf, geh lieber ins Krankenhaus. Ja, du könntest ihn auch hinbringen, Alter. Wenn ich mich jetzt erhole, werde ich stärker. Warte auf mich, Fascha. Ich bin ins Krankenhaus und sah mehr als halb tot aus. Zurück zu Fascha. Wobei ich eben noch, das ist wieder so ein Ding, wo ich mich frage, ist das überhaupt korrekt? Der Begriff halbtot ist eigentlich nicht eher so wäre zu sagen, hey, das ist wie mit dem, ein Glas ist halb leer oder ein Glas ist halb voll. Halb voll, ja, weil du kannst ja die Hälfte von einem vollen Glas nehmen. Aber wenn ein Glas ja halb leer sein soll, die Hälfte von leer, das geht nicht, das wäre dann ins Negativ hinein. Also insofern auch deswegen mit halbtot. Ne? Du bist entweder halb lebendig, lebend oder tot, aber nicht irgendwie halbtot. Ja gut, das ist ein anderes Thema. So, was ist hier los? Also macht das alleine. Du sagst, sie sind schwächer als der alte Bardock. Ist eben Fakt. Klappe, Mann! Sie wissen, dass sie dich nicht besiegen können, also fangen sie einen Kampf mit mir an, etwas Dampf abzulassen. Ihr nennt doch eben noch Saiyajin? Ja, komm. Tora und Bardock. Naja, niederer Krieger. So nieder ist offenbar gar nicht. Wobei ich mich halt frage, ob nieder oder höher Krieger das nicht eher, also gar nichts irgendwie mit der Kampfkraft zu tun hat, sondern halt eher mit der Abstammung. Saiyajin A, B und C, wa? Steht das richtig? Weil so schwach sind die gar nicht, also meine... Gut, ich habe noch Torwart zur Unterstützung. Ja, mal. Was ist noch ganz knusper hier?
Dann einen Move nehmen. Und ultimative Power! Ich kann irgendwie mit unserem Kumpel hier gar nichts anfangen. Das müssen. Ah, doch jetzt! Ah, wieder einer. Hui, 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 hui. Und zwei zusammen, yo! Da war noch einer. Ich glaube zumindest. Nein, zwei. So geht das, Junge! Ja, der ist ein Über, jetzt kommt der letzte dran. Na, schön daneben. Ja, wobei sie waren zu fünft und die waren Level 20, also so übel war das gar nicht. Wenn nur Bardo nicht hier wäre. Viel stärker als ihr. Auch wenn ich mich raushalte, hatte keine Chance gegen Tora. Kanonenfutter. Hey, Bardog. Besser als wir. Das habe ich nicht gemeint. Okay, du bist eine Rasengeschwindigkeit stärker, aber ich bin auch ein Saiyajin. Ich hinke nicht hinterher. Ich aufrichtig? Wenn es um Kämpfe oder Freunde geht, ist er sehr anständig. Selbst jetzt mischen sich Leute in meine Angelegenheiten, die mich gar nicht beachten müssen. Du denkst natürlich an deine Kameraden und gehst bei jeder Gefahr voraus. Entschuldigung. Er bekommt in diese komischen, ja, hat das. Wir haben es geschafft, Freunde. So, von der Zeit her, wir sind bei 40 Minuten. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um langsam sich aufzuhören. Ist natürlich jetzt auch so, dass man sagen kann, ja, DLCs sind so, wie viel mache ich hier? Ich habe eigentlich schon vor allem es sind 3 Season Pässe, ein Season Pass, 2 Season Pass, aber sag jetzt mal, zum einen haben wir Dragon Ball Kakarot schon lange nicht mehr gezockt. Zum anderen sind es 3 DLCs und ich bezweifle, also wenn ich hier durch bin, dass wir da jemals wieder zocken werden. Und eben, da wir lange nicht mehr Dragon Ball gespielt haben, würde ich es gerne doch so machen, dass ich, glaube ich, jede Sidequest auch mitnehme. Also zumindest versuche mitzunehmen. Ne? Ich sag mal so, ich versuche mal die mitzunehmen. Und das heißt, nächste Folge wird es dann wohl so weitergehen. Ich mache aber nicht direkt alle Sidequests, bevor ich mit der Hauptsache weitermache. Das schon nicht. Ich würde also
Mal gesagt, nächste Folge. Erstmal abhauen hier. Deswegen nochmal einen Kampf fliege. Erstmal, ja, vielleicht 1 oder 2 Sidequests. Vielleicht gehe ich zu einem Trainingsspot hier unten. Wäre eine Option. Jo, mache ich nicht. Trainingsspot gehen, dann vielleicht noch 1, 2 Sidequests und dann aber wieder Hauptstory wieder weitermachen. Denn ja, auch hier die. Ups, Entschuldigung. Die Hauptstory hier um Bardock, ja, die kennen wir. Wir wissen es jetzt nicht allzu lange, noch aus dem Film heraus. Da wird eigentlich schon. Ja, man kann fast schon sagen. Kann ich wieder auffüllen? Ah, ne. Man könnte fast schon sagen, ja, der nächste Abschnitt der Hauptstory wird schon fast wegweisend sein. Da kommt vielleicht noch 1, 2, maximal 3 Camp, denke ich mir jetzt mal. Und danach ist das schon wieder vorbei. Also da war schon irgendwie Sidequests ein bisschen so Versuch aufzuteilen, damit es irgendwie, ja, so irgendwie aufgeht. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwie 5 Folgen so hin für das DLC. Fände ich irgendwie schön, bei eben 3 DLCs jeweils 5 Folgen oder so. Ich finde das etwas. Müll. Bardock ist freundlich wie eh und je, wa? Saiyajin-Siedlung. Siedlung vor allem. Da sind nichts Gutes in der Höhle. Trotzdem muss ich sagen, ich freue mich sehr drauf, hier die ganzen Kämpfe zu machen. Vor allem solche Kämpfe, die wir eigentlich auch in anderen Dragon Ball Spielen nie hatten. Ne? So mit dem 23. Turnier, das hatten wir glaube ich noch in keinem Dragon Ball Spiel. Auch nicht in dem Spiel damals für die Wii mit, wie ist es schon wieder? Dragon Ball, die Rache von König Piccolo, ne, Revenge of King Piccolo, glaube ich sogar irgendwie so. Hieß das Ganze, weil da ging es nur um Kid Goku, also ohne das 23. große Turnier. Das war tatsächlich noch vorher. Schon zu Ende und ansonsten haben die ganzen Spiele eigentlich erst bei Dragon Ball Z begonnen. Und auch dort, ich meine, den Endkampf, sag ich jetzt mal, das letzte Turnier, was auch gegen Ubu und so geht, das hatten wir eigentlich auch nie. Oder sehr selten. Deswegen so 2 Aspekte, wo ich mal sage, hey, sehr genial, sehr cool, dass wir die machen können und ja, sicher auch ein gutes Training, sage ich jetzt mal, ein guter Einstieg für eben das, was ich vorhin auch mal kurz angedeutet habe. Wenn wir dann vielleicht demnächst, wer weiß, wenn es wirklich soweit ist, aber es soll ja bald ein neues Dragon Ball Spiel geben, aus der Budokai Tenkaichi-Reihe. Im Japanischen heißt es Sparking Zero. Und man munkelt ja auch, dass noch ein Xenoverse 3 in der Mache ist. Obwohl wir jetzt aber laufend DLCs für Xenoverse 2 haben, aber ganz ehrlich, Leute. So gut Xenoverse 2 und so auch war, aber es ist irgendwie ein bisschen, finde ich, ein bisschen ausgeblutsches Thema. Da fände ich zumindest nicht, dass es langsam aber sicher mal gut wäre, wenn wir da mal ein neues Spiel hätten. Aber es ist ein anderes Thema. Gut. Genug gequatscht. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot oder Dragon Ball Z Bardock eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Dann geht direkt nochmal dahin. Wir wollen ja in die Wüste ganz kurz trainieren, dann 1, 2 Sidequests und dann mal gucken, wie es denn mit der Hauptstory weitergeht, wa? Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.